Guten Tag. Also wir sehen uns wieder, diesmal mit einem außergewöhnlichen Video. Es ist nicht besonders professionell gemacht, aber ich glaube trotzdem, oder vielleicht auch deshalb spannend, ein Video von meiner Reise in die Ukraine, von der ich gestern zurückgekommen bin. Die Bilder wurden aufgenommen am letzten Sonntag, also am ersten Tag der orthodoxen Ostern. Das, wie es sich von nachhinein erwiesen hat, hat es mir möglich gemacht, überhaupt in die Ukraine zu kommen. Denn ich habe das Auto vollgeladen mit Sachen, die als Hilfe für das umkämpfte Land zusammengebracht werden konnten. Ich bin also an die polnische Grenze gefahren mit der festen Überzeugung, dass ich an der Grenze das irgendwo abgeben kann und dass ich an der Grenze unglaublich viele Leute treffen werde, die hin- und ausreisen wollen. Ich zeige jetzt einige Ausschnitte, zuerst meine Reise durch Polen, damit Sie sich an das Auto von mir gewöhnen und an Geschwindigkeiten, die ich am liebsten fahre, und dann von der Grenze. Verzeihen Sie, wenn vielleicht die Bilder ein bisschen also die Aufnahmen zu lang geraten sind, aber ich habe leider Gottes viel zu tun nach meiner Rückkehr und nicht so viel Zeit, um das... Zmartwychwstanie Mariupola, wydają bojownicy z ukraińskiego pułku Azow. Opublikowali oni zdjęcia z lotu ptaka, które pokazują zniszczony w wyniku rosyjskiej agresji Mariupol na wschodzie Ukrainy. Zdjęcia możecie zobaczyć na rmf24.pl. Na start! Sprawdź na clubsmart.pl. Oktenisem ty jeszcze wie, no to gdzie? I tragiczny los opozycjonistów, m.in. historia dziennikarki Anny Politkowskiej i polityka opozycji wobec Putina Borysa Niemcowa. Polecamy. Nie żyje drugi z górników odnalezionych w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Ponad dobę temu doszło tam do wstrząsu. O wielkanocny rozejm w Mariupolu apeluje doradca ukraińskiego prezydenta. Na czym miałby on polegać? O to zapytam naszego dziennikarza. Będziemy też na mecie 19. Krakowia Maratonu. Dzień dobry. In der Tat habe ich viele Autos vorgefunden der Zurückreisenden und wollte mich nicht anstellen. Deshalb fragte ich einen polnischen Polizisten, der am Ende der Schlange in einem Auto stand, wie lange die Warteschlange sei und ähnliches. Und er sagte mir, wenn Sie mit Hilfe fahren, Sie können an der Schlange vorbeifahren. Und ganz am Anfang der Schlange an der Grenze
gebe es einen nächsten Wagen der Polizei und dann sagen sie, dass sie Hilfe haben. So habe ich es auch getan und nach einigen Minuten Fahrt war ich schon an der Grenze und dort wurde ich durchgelassen und landete auf der ukrainischen Seite. Mają 6 zaginionych górników i transportują kolejno pracowników, do których dotarli już wczoraj. Jak poinformował dyrektor do spraw pracy kopalni Zofiówka Marcin Gołębiowski, drugi górnik został wywieziony już na powierzchnię. Lekarz stwierdził jego zgonę. Jest to pracownik niespełna 30-letniej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Osierocił 2 dzieci. Rodzina, od której właśnie wróciłem, jest poinformowana. Akcja ratunkowa trwa nadal. A ta akcja prowadzona jest cały czas w trudnych warunkach. Na dole jest wysokie stężenie metanu. Ratownicy w aparatach oddechowych mają do pokonania duże odległości między swoją bazą a miejscem, w którym znajdują się poszkodowani. O wielkanocny rozejm w Mariupolu apeluje doradca prezydenta Ukrainy Michaiło Podoliak. Miasto na południowym wschodzie kraju jest oblegane przez Rosjan od początku marca. Łączymy się z naszym dziennikarzem Rochem Kowalskim. Jestem. Witaj, Rochu. Na czym ten wielkanocny rozejm miałby polegać? Podoliak proponuje taki 3-punktowy plan. Po pierwsze zawieszenie broni w Mariupolu, po drugie utworzenie bezpiecznego korytarza do ewakuacji ludności i po trzecie zorganizowanie specjalnej tury negocjacji połączonej z wymianą. 59 miesięcznie. Polecam. Ceny z rabatami. Wejdź na upc.pl. Zadzwoń 813 813 813 lub przyjdź do najbliższego salonu UPC. Я жінка, дружина і мати. Ви навіть не уявляєте, яка це біль, коли доводиться залишати чоловіка або улюбленого сина на фронті. Ми, українські жінки, проходимо через це. Давайте дамо їм підтримку і надію. Саме українським жінкам ми присвячуємо унікальний благодійний концерт «Слава Україні», на якому виступлять польські та українські зірки. Під час концерту ми будемо збирати кошти на допомогу Україні. 25 Somit erfüllte sich mein Traum, denn ich hatte diesen Traum, dass es irgendwie doch gelingen würde, in die Ukraine zu fahren. Die Fotos, die Bilder, die ich aufgenommen habe an der Grenze, wurde ich aufgenommen trotz des ausdrücklichen Hinweises des ersten Polizisten, des besagten Polizisten, dass ich nicht fotografieren und nicht aufnehmen sollte. Das stellt für mich immer so einen Reiz dar, es doch zu tun. Leider Gottes sind die Aufnahmen nicht bester Qualität, denn ich konnte mein Handy nicht so einstellen, dass es sichtbar ist für die Außenstehenden, dass von diesem Handy aus ein Film gedreht wird über die Grenze also von der Grenze eines Landes, das sich im Krieg befindet. Pojechać? Dziękuję. Na prawo? Auch auf der ukrainischen Seite wurde ich bevorzugt behandelt und sehr schnell abgefertigt. Ich war total gespannt auf das Bild der Ukraine, das ich vor allem wegen Corona schon einige Jahre nicht gesehen hatte und war überglücklich, dass
diese ganze Abfertigungsprozedur vielleicht 60 oder 90 Minuten insgesamt beansprucht hatte. Ich fuhr dann durch zwei kleinere Ortschaften, Mostiska und Garadok, die einen viel ordentlicheren Eindruck machten als das, was ich in Erinnerung hatte, speziell der zweite Ort. Ich fuhr dann schon in Begleitung der ukrainischen Musik Richtung Lemberg, also Lviv, polnisch Lwów. Viel davon, von dieser Fahrt zeige ich hier nicht. Trotzdem gedulden Sie sich bitte so 2 bis 3 Minuten. Dann werde ich in Lwów ankommen und den Höhepunkt der Reise oder einen der 2 oder 3 Höhepunkte dieser Reise erleben. Słuchacie radia RMF FM. Dem Straßenverlauf von M11 noch 52 Kilometer folgen. No, ja się poczułam prawie jak w Paryżu, a tam dziś wybory, czyli kolejny dzień ciszy politycznej. Mam nadzieję, że tę ciszę wypełnia właśnie taka muzyka jak ta, D-Mine z RMF FM i lepiej być nie może. Godna podziwu postawa, prawda? Słuchajcie, do Krakowa, tak jak wspomniałam, wrócimy jeszcze na pewno w faktach RMF FM. Zostańcie z nami. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano wydarzenie. 19. Krakowia Maraton, którego organizatorem jest Gmina Wiejska Kraków. Reklama. Nie mogę teraz rozmawiać, jestem na wyprzedaży w euro. A gdzie okazja, ale to ty dzwonisz. Dzwonię, żebyś się pośpieszył, bo mnie tu rozchwytują. Tylko do wtorku w euro.
Українського при Чорному морі і при Азові. Цього тижня Путін нібито навіть міністру оборони припинити штурм міста. І вартувати його захисників, що свідчить про одне. У росіян катастрофічно бракує резервів. В плані штурму для захисників Маріуполя зараз буде трохи легше. Що удари не мають напруги повністю, яка існує там. In Lwów habe ich begriffen, dass ich nicht weiß, wo ich meine materielle Hilfe sozusagen abliefern sollte. Ich hatte Angst, dass, da das ein Feiertag war, alles geschlossen sein wird. Deshalb entschloss ich mich dazu, bei einem Militärposten nachzufragen, den ich bei der Einfahrt in die Stadt gesehen habe, durch den ich passieren musste. Ich habe damit auch die Hoffnung verbunden, dass ich eventuell etwas werde fotografieren dürfen, wenn ich da auf die Polizisten oder Militärs, das war für mich schwer einzuschätzen, um wen es sich handelte, wenn ich mit denen ins Gespräch komme. Es hat sich aber schnell erwiesen, dass ich nur die Menschen fotografieren konnte. Ein paar Fotos werde ich hier zeigen. Und was für mich zumindest ebenso wichtig war die Tatsache, dass ich die gelieferten Waren dort abgeben konnte, weil dieser ganze Posten eine besondere Struktur darstellte, in der die Freiwilligen mit Polizei und Militär zusammen arbeiteten. Ich werde dann nicht mehr über diese Struktur erzählen. Erwähnen möchte ich nur, dass in diesem Posten auch jemand zuständig war für die Versorgung, aber nicht nur für die Versorgung der Menschen, die dort arbeiteten oder Dienst taten, sondern auch für die Versorgung von 3 Schulen, irgendwelchem Krankenhaus und so weiter. Also das war die richtige Person als mein Ansprechpartner, ein Taras, ja, das war sein Vorname, und Taras rief gleich einen Wagen an, um die Ware zu verpacken. Mir wurde auch eine Übernachtung in einer privaten Wohnung gleich angeboten, angesichts dessen, dass in Lviv ein Hotel sehr schwer zu finden war. Jetzt ein paar Aufnahmen von der Übergabe der Ware und ein paar Fotos von den Polizisten und einer Polizistin, damit Sie den Eindruck bekommen, wie so ein Verteidigungs- oder Grenzposten einer Großstadt aussieht. Отак видрукай, постав печатку і підпис постав знизу. І вже видруково їдь до мене на цей машину.
Дивися, там конвенції компетентні. Dann fuhr ich einem Wagen hinterher, dem Wagen, der die Ware abgenommen hatte, hinterher, um zu einem Kulturhaus eines Stadtviertels zu gelangen, in dem Flüchtlinge untergebracht werden, die aus dem Osten des Landes kommen und die dann nach Polen transportiert werden. Als ich dort war, gab es nur einige Personen in den für sie bestimmten Erholungsräumen, während ein großer Transport von Flüchtlingen aus dem Osten erwartet worden ist. Ich blieb da zunächst und wollte mit den Flüchtlingen sprechen, aber es dauerte mir leider zu lange. Und ich wollte unbedingt die Stadt sehen und das Zentrum der Stadt, gerade an diesem Feiertag. Deshalb habe ich mich entschlossen, nachdem ich einige Fotos, die ich hier präsentiere, geschossen hatte, doch ins Auto zu steigen und ins Stadtzentrum zu fahren. Im Stadtzentrum und besonders in der Altstadt, Lemberg hat eine der schönsten Altstädte Europas, zumindest nach meinem bescheidenen Dafürhalten, habe ich eine Überraschung erlebt. Die Stimmung hat mich überrascht und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob positiv oder negativ. Die Stimmung war sehr ausgelassen, fröhlich, geradezu touristisch, was sicher nicht nur am plötzlich wunderbar gewordenen Wetter des Nachmittags lag. Jedenfalls fühlte ich mich nicht ganz wohl in dieser Atmosphäre der Ausgelassenheit. Wahrscheinlich hat dieses Gefühl auch meine Entscheidung mitbestimmt, doch so schnell wie möglich zur Arbeit zurückzufahren. Was sicher an Krieg erinnerte, waren die geschützten Denkmäler der Stadt. Die sind sowohl auf Fotos als auch auf Filmen zu sehen, die ich hier sehr spärlich zusammengepackt habe und kommentarlos wiedergebe.
моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, а ми на коли з тобою літаємо з ним, літаємо з ним, літаємо з ним. Дякую. Dobry dzień. Звідки їдете? Z Lwowa. Львів, and Poland, Polsza. паспорт. Осойс. Можете на это посмотреть? Welcome to have a nice trip. Thank you. Bye-bye. Same to you. Long trip, yeah?
за будь-яких обставин. Продовжуємо ефір українського радіо і будемо говорити про суддю чи то пак екс-суддю, як з голову Конституційного суду України. Хоча тут може бути подвійне трактування, хтось його може вважати досвідченим суддею, а хтось
Und am nächsten Tag, morgens, das war der Montag, das Wetter schon besser und auf der rechten Spur, ich fahre grundsätzlich häufig auf der Überholspur, auf der rechten Spur, schauen Sie, was da fährt. Es waren die Wagen der polnischen Militärpolizei, die leer sind und sie fahren Richtung Westen, also sie fahren aus der Ukraine. Mir wurde in Lemberg gesagt, dass ziemlich viele Waffen durch die Stadt kommen. Hier können wir die leeren Transportwegen beobachten. Ich hoffe, dass das Video Ihnen Spaß gemacht hat. Für mich hat es einen starken persönlichen Wert. Ich möchte Sie bitten, es zu teilen, wenn Sie der Meinung sind, dass das jemanden interessieren könnte, wie es augenblicklich auf der westlichen Seite der Ukraine aussieht und wie das milde Gesicht des Krieges aussieht. Tak, a szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ostatnie dni czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Electrolux, odkurzacz pionowy z elektroszczotką, idealny dla alergików. Teraz za jedyne 499. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica Cappuccino za jednym dotknięciem. Teraz taniej aż o 600 zł.